Herr Präsident, Damen und Herren, das Projekt Schrott in the City, über dem wir heute sollen aufstimmen, als nicht ernst für eine Millionengraf. Nur im Gesetz von 2003 haben wir rund 14 Millionen bis ausgehen für die Sekurisation, auch für solche Etüden, inklusive für lange Recherche für einen Furf zu finden, für den Schrott auch so unzustreichen, dass dann auch noch so viel wie Schrott ausgesehen. Bei der Visite auf der Platz zu Belval wurde mir aber gewogen, dass das bis wirklich keine 14 Millionen waren, mehr weit über 20, mit Honoräre könnten das schon 24 gewischt sein. Das ganze Projekt ist finanziell vollkommen unübersichtlich. Die verschiedenen Zölle zirkulieren, darunter auch die, dass das Projekt bis zu 39 Millionen kosten. Mit Sicherheit ist es nicht übertrieben, für die Kosten von dem ganzen Projekt, wenn dann einmal fertig ist, auf mindestens 100 Millionen Euro umzusetzen. Wir können verstehen, dass die Leute, die früher da geschafft haben, die Siedvollen erhalten. Emotional ist das nicht nachzuvollziehen an die Gefühle von Nostalgie, an die Faszination für eine hoch entwickelte Technik verdienen Respekt. Genau so sind wir uns auch bewusst, dass der Reichtum vom Land zu einem großen Teil aus der Stahlindustrie stammt und dass die Erinnerung daran muss erhalten bleiben, versteht sich auch von allein. Wir halten es für politisch unverantwortlich, für dafür Millionengraf zu Belval abzurichten. Muss ich mich daran erinnern, dass das unsoziale Regierung gleichzeitig zu Belval Millionen unkontrolliert ausgeht und dabei Steuererhebungen plant und Mammerent 5 Jahre mehr spät ausbezahlt. Manipulation von der Mammerent durch CSV und der LASAP bringt dem Staat am Jahr rund 5 Millionen. Zu Belval gehen aber gleichzeitig 100 Fenster rausgehalten. Für die Suen hätte man Mammerent nach 20 Jahren lang, wo 60 Jahre auch können ausbezahlen, am Platz wie die Regierung in Lovell, wo 65 Jahre un. Die Damen und die Herren, wo ist das? CSV kann nicht mehr zu umgehen. Wie schon beim Festungsmuseum gesagt, CSV steht für Chaos als Suhe verbitzen, christlich als sie schon lange nicht mehr. Die zuständige Chamberkommission Kommissionen haben noch bei ihrer Visite zu Belval festgestellt, dass viele Depensen überhaupt noch nicht am Projekt stehen. Für allem alles das, was auch muss restauriert oder erhalten gehen, und nicht auf einem Staatsterrain steht. Und jetzt wird auch noch bemerkt, dass die Arbeiten zu Belval auch als viel mehr teuer waren, wie vergleichbare Arbeiten am Ausland, mit das ja nichts Neues. Wir proposieren in jedenfalls, dass die Hegiewe solle weggerappt gehen und das soll beim CNCI echt der Park aménagiert gehen. Ja, das kostet auch Geld, aber viel mehr wie das Projekt Schrott in the City für den CSV am ganzen Wert 100 Millionen Euro verbitzen. Und das bringt ein Stück Lebensqualität bei der Universität auf Belval. Herr Präsident, es soll Ihnen aber nicht alles schwarz gesehen, mal nicht von CSV 26 Sitz verbannen wird. Weil es das gut und sinnvoll dass ein Teil von den vielen Millionen soll benutzt gehen, für die zwei Hegiewen auch nach Nürz zu belichten. Für und in den nächsten Wahlen, also nur im Spurpark vom Hirsch 2010, nur im Umfallen von der LASAP an der Indexfrau, und nur dem zweiten Spurpark, den 2012 noch soll nur kommen, können Leute noch nach Ovens bewundern, was CSV und der LASAP mit ihren solchen Steuererhebungen gemacht haben. Die Damen und die Herren, der DR organisiert am Juni 2014 Bustouren auf Belval, die sind all herzlich invitiert.